Einen wunderschönen guten Morgen. Hey, so schön, dass du eingeschaltet hast. Debbie, schön, dass du da bist. Hey Pat, ich freue mich richtig mit dir, heute Morgen hier zu stehen und zwar aus dem Studio. Hey, wir lieben das Studio, aber wir waren schon lange nicht mehr im Studio, oder? Wir waren schon lange nicht mehr hier. Ist so schön ruhig. Hey, ich freue mich, dass du dabei bist und schreib uns unbedingt in den Chat, woher du zuguckst. Und ganz, ganz speziell möchte ich diese wundervolle Dame begrüßen, die mir letzte Woche einen wunderschönen Bläser verkauft hat. Ist nur heute ein bisschen warm Hat nicht heute gepasst, Nein, aber ich ja. weiß, dass sie das erste Mal zuguckt. Ganz herzlich willkommen. Hey, ich liebe das. Debbie, du redest einfach mega viel über unsere Church, über das Online-Hosting. Einfach überall. Und du warst einfach im Laden und hast darüber. Finde ich mega cool. Mega ja, cool. Genau. Hey, wir haben heute eine ganz besondere Zeit, die wir heute miteinander verbringen werden. Und zwar habe ich dafür einen noch besondereren Gast oder einen weiteren Gast eingeladen. Und zwar, lass uns aufstehen für David Hofer. Hi. Hey, mega schön. Hey, herzlich willkommen. Wir wollen heute über das Thema reden, wie kann ich während der Urlaubszeit Jesus ganz bewusst ähnlicher werden. Und David, Debbie, mega schön, dass ihr da seid, dass wir heute darüber reden dürfen. Hey, wie schön, über Ferien zu sprechen. Oder? Ja. Oder? Ja, herrlich. So gut. Herrlich. Hey, wir haben einige Kantone, die bereits ihren ersten Urlaubstag haben. Vielleicht haben wir sogar schon die ersten Leute, die im Urlaub letztendlich sind. David, fangen wir mal bei dir an. Wenn du an deine schönsten Ferien mit Gott zurückdenkst, was kommt bei dir als erstes in den Sinn? Denkst du auch an Ferien ohne Gott? Hey. Also, nein, Gegenfrage. Nein. Ja. Hey, ich habe wirklich einfach gemerkt, hey, es ist so gut, einfach Gott von Anfang an einfach in die Ferien einzuladen. Habe ich nicht immer so ganz bewusst gemacht. Ja. Und darum, hey, einfach, schon wirklich vieles erlebt zusammen mit Gott. Jetzt nicht irgendwie ein spezieller Moment, aber ja. Ja, mega schön. Wie ist es bei dir? Gibt es da einen Moment, wo du sagen würdest, hey, da warst du in den Ferien und hast du Gott nochmal ganz bewusst erlebt? Ich finde es noch schwierig. Es gibt ganz verschiedene Momente. In dem Sinne, wo ich jünger war, weiß ich, in einem Jugendlager ist mir Gott ganz klar begegnet. Da wusste ich auch für mich, doch, ich will diesen Weg mit Jesus gehen. Das andere ist aber, dass ich Gott auf verschiedenste Arten begegne und ich gehe sehr gerne in die Natur. Und gerade, glaube ich, war es vor 2 Jahren, da war ich auf einer Wanderung, habe am Anfang bewusst gesagt, hey Gott, komm einfach mit. Mega. Und dann hat er so klar zu mir gesprochen. Ich bin am Abend in den Fluss gestanden, weil es alles so warm war und guck runter und stand ich auf einem Herzstein. Und das war für mich so wie die Bestätigung für alles, was ich wie gehört habe. Ich habe den Stein rausgenommen, er ist schwer, aber der steht jetzt bei uns im Garten. Hey, ich habe mich im Urlaub ganz bewusst für Jesus entschieden. Wirklich? Als ich 12 war. Also es war im Urlaub. Mit deinen Eltern? Nein, ich war in einem Jugendlager, in einem Camp, mit einem Kids-Camp. Come on. Ja, also. Ja. Come on. Eben. So Ist schön. mir jetzt gerade in den Sinn Nein, gekommen. mega Ja, stimmt, schön. das war im Urlaub. Mega schön. Hey, das ist genau das, warum wir drüber reden, oder? Dass Ferien, wir wollen Ferien ganz bewusst dafür nutzen, um Jesus letztendlich ähnlicher zu werden. Deswegen mega schön. Richtig cool. David, lass uns kurz bei dir bleiben. Viele verbinden Ferien mit Abschalten, was ja auch 100%ig Realität ist, oder? Und wie schaffst du es, nicht nur E-Mails abzuschalten und in unserem Fall Telegram-Nachrichten abzuschalten, sondern auch wirklich zu sagen, hey, ich möchte bewusst bei Gott ankommen? Ja. Hey, einfach, wie gemerkt, ganz oft habe ich wirklich Ferien gemacht und einfach abschalten und dann kam ich nach dem Urlaub zurück und dachte so, wo war Gott jetzt im Ganzen drin? Und habe wirklich gemerkt, hey, es ist so wichtig, bewusst zu planen. Jetzt auch, als du mich angefragt hast, für jetzt heute im Talk dabei zu sein, habe ich dir zurückgeschrieben, hey, ich weiß noch gar nicht genau, was ich jetzt im Urlaub wirklich so, wie ich jetzt mit Gott, wie ich jetzt Gott da, dass ich ihn mit reinnehme, logisch. Aber einfach wirklich das ganz bewusst zu planen, was ist dran, was brauche ich, Gott zu fragen, Heiligen Geist zu fragen, sich Zeit zu nehmen, so, hey, was willst du mir geben? Oder in was? Ist es ein Buch? Ist es wie wirst du mir begegnen in dieser Ferienzeit? Und das dann ganz bewusst einfach so einzuplanen. Mega schön. Debbie, Ferien mit Familie ist nicht immer einfach, oder? Also es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer nur Ferien. Es ist nicht immer nur Ferien. Wie erlebst du, und du hast schon ein bisschen ältere Kinder, aber wie hast du Gott einfach erlebt in der Zeit, wo die Kinder auch aufgewachsen sind?
in den Ferien ganz bewusst? Also ich glaube, ich darf schon so sagen, jetzt mit älteren Kindern, dass Ferien nicht immer Ferien sind, aber sie werden Ferien. Okay. Irgendwann werden die Kinder größer. Also es gibt Hoffnung. Für alle mit diesen Kleinkindern, genau. Man muss nicht mehr immer gucken, man darf irgendwann mal auch entspannen, weil sie auch mal selber genau was unternehmen können. Und wir haben das als Familie immer so gehandhabt, dass wir jetzt nicht irgendwie einen konkreten Plan oder wir gehen dann, haben eine Familienandacht und so. Nee, das nicht. Aber oft ist mein Mann und ich ein bisschen früher auf. Teenager, die schlafen bekanntlicherweise. Und dann lesen wir in der Bibel oder jeder für sich und kommen dann zum Tisch und sagen, hey, ich habe das und das gelesen, genau. Oder was wir auch machen, und das finde ich dann, das ist wirklich ein Highlight, am Sonntag bewusst ICF gucken. Cool. Das ist was irgendwie, ich meine, das kannst du auch noch nachgucken. Da musst du nicht mal unbedingt um 12 Uhr aufstehen für alle, die noch länger schlafen wollen. 12 Uhr ist schon fast die zweite Celebration verpasst. Nein, aber du kannst da nachgucken, das machen wir wirklich. Dann nehmen wir ein Tablet oder irgend sowas und sagen, hey komm, wir gucken doch rein. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, ihr müsst alle dabei sein. Aber trotzdem, das gibt es dann ganz oft. Und dann sind wir mit am Worshipen oder so. Und es ist eine Ermutigung auch, wenn jemand jetzt einfach auf dem Liegestuhl liegt, hey, kannst du ja mal Kopfhörer reinmachen und dir eine gute Predigt anhören. Weil man hat Zeit im Urlaub. Und oft sage ich, vergisst man das immer. Wieso, was vergisst Gott nicht im Urlaub? Und das muss man sich, glaube ich, schon, wie du auch sagst, David, ganz, ganz bewusst machen, dass man ihn mitnimmt. Ja. Weil oft eben Ferien so, endlich, alles lasse ich hinter mir. Ja. Aber nein, nimm Gott bewusst mit. Ja. Und ich glaube, dann nimmst du was mit für deinen Alltag wieder. Ja, so genial. David, du hast letztes Jahr, für die sich erinnern mögen, wir haben letztes Jahr so einen Bilderrahmen bekommen. Leo hat darüber eine richtig gute Message gehabt, was wir in den Bilderrahmen reinschreiben. Und du hast das mit in die Urlaubszeit reingenommen. Du hast, glaube ich, nicht nur im Urlaub darüber nachgedacht, sondern in der Urlaubszeit. Genau. Ja, ganz genau. Es ging wirklich darum, wie sieht Gott mich? Und ich wusste, okay, das ist jetzt für mich dran. Oder wie ich vorher gesagt habe, frag Gott, hey, was ist dran in diesen Ferien? Ich wusste einfach so, okay, es ist wirklich dran für mich, die Bibel aufzuschlagen und Gott ganz bewusst zu fragen, wie siehst du mich? Und habe dann eigentlich wie so diesen Bilderrahmen gestaltet, noch ein bisschen AI zur Hilfe genommen, nicht wie sieht AI mich, aber wie sieht Gott mich und dann das noch ein bisschen schön grafisch dargestellt und so weiter und noch ein bisschen besser ausformuliert oder einfach so, dass ich wusste, wow, ja, ganz genau. Und das hat mir mega geholfen, einfach so diesen Fokus zu haben, mir immer die Zeit zu nehmen und ganz bewusst diese Frage vor Gott zu bringen, in sein Wort zu gehen und ganz frisch von ihm zu hören. Und das war auch für mich mega ermutigend. Und der Bilderrahmen steht immer noch auf meinem Nachttisch. Mega, mega cool. Hey, wenn wir die Bibel lesen, dann redet Gott häufig, nicht im Getümmel, nicht im Alltag, sondern er redet häufig, wenn wir uns bewusst Zeit nehmen, um wegzugehen, um Zeit mit ihm zu verbringen. Wenn wir an Mose zum Beispiel denken, er hat das Volk Israel geleitet, aber wo er dann auf den Berg gegangen ist, hat Gott ihm den Download gegeben von den 10 Geboten, die er später wieder zurückgebracht hat. Jesus das Gleiche. Es gibt so viele verschiedene Beispiele in der Bibel, wo genau das die Realität ist. Und deswegen möchte ich dich wirklich ermutigen, nutze die Zeit, die wir jetzt im Moment haben in dieser Sommerphase, um genau das zu tun, um Jesus ähnlicher zu werden, ihn zu suchen und zu schauen, hey Jesus, was ist das, was du für mich, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Frau, für meinen Ehepartner einfach hast und diese Zeit ganz bewusst zu nutzen. Debbie, ganz kurz noch, was würdest du einer Familie jetzt noch weiterempfehlen für die Urlaubszeit? Nehmt Gott mit ins Boot, aber macht euch auch keinen Stress. Man darf Ferien genießen, aber nimm ihn mit. Nimm ihn mit. Nimm Jesus mit. Hey, wir wünschen dir extremst gesegnete Ferienzeit, eine Urlaubszeit, wo du Gott einfach wirklich ganz neu und frisch erleben darfst und du einfach erholt zurückkommen darfst. Sei gesegnet. Tschüss.